Ich meine, wenn in die zwei Debatten oder die zwei Präsentationen man die vergleicht, geht es aber vieles wird ähnlich. Also auch die Leute, die für Runisch sind, nur betont, dass sie nicht für ausschließen, dass sie für Offenheit sind. Und ich meine, dass der Besatz wird eigentlich überhaupt nicht kontestiert ist. Mir wurde ich nur gelauscht tun, und ich habe eine Reihe wieder hören, die mich interpelliert tun, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass ihr am Gebrauch von den Sprachen, das assoziiert, ein bisschen eine Angst, dass das Kind assoziiert mit Nationalismus, mit einem Repli identitär, dass sie wieder, die dir gebraucht wird, dafür wollte Stunde ein Kanu frohen, wie genau Position ist. Als zum Beispiel Position, dass nationalistisch als wann zu Lützeburg etwas gefordert wird, wird dann all andere Land an Europa eine Selbstverständlichkeit ist, dass der Nationalspruch, so wie sie bei uns auch definiert wird, am legislativen, am administrativen Prozess, an der Juristerei, mehr stark benutzt wird. Als das etwas, wo dir ich wirklich dagegen ging, ausschwätzen, oder wo aus dem Nationalismus wie eine internationale Normalität auch für den heute zu Lützeburg ein bisschen zu fördern. Dort geschwärzt von dem Repli identitär. Ich meine nicht, dass das eigentlich die Absicht ist von der Kollegin, die für Drunheier interveniert haben. Und ich wollte dich doch fragen, meint dann nicht, dass die Rolle als Integrationsspruch immer mehr wichtig wird, von immer mehr Leute hier am Land wohnen? Meint dann nicht, es wäre auch eine Legitimität dran, wenn Leute wollen an einem Spidol sicher sind, dass sie können an ihrer Spruch verstehen, aber behandelt gehen? Meint dann nicht, dass die Angst, wie das heutzutage beschrieben wird, von vielen, die sich einfach an einer Situation spüren, wo sie sich an der Spruch, wo sie sich am besten empfangen, an die großen Lützeburger Dichter so schön besungen haben, wenn sie an der Situation sind, dass sie meinen, dass sie hier im Land, an dem Land, an dem sie abgewöhnt sind, an der Spruch nicht mehr können zu Weg kommen, als das nicht legitim, wie dann zu frohen, dass du soll verbessert gehen, an nur gebessert gehen, für das der Spruch einfach zu ihrem Stellenwert könnt. Und dann, ein letzte will ich stellen, auch, weil ich auch nicht sicher bin, ob ich richtig verstanden habe, das sicher haut, dass am Lützeburgischen vieles noch nicht gesot gehen, wer das die Rechtssicherheit gibt, wer das die Präzision gibt, die DAX legislative Texte oder an der Juristerei aber zu Recht aufverlangt wird. Dafür wollte ich fragen, mengt dir dann nicht, dass Lützeburgisch ähnlich wie Maltesisch, ähnlich wie Isländisch, ähnlich wie mit einer, mit Kleinsprache, was numerisch Konsiderationen angeht, ein großes Potenzial an sich dreht, wie sich können zu entwickeln, wenn der nedische politische Willen der Hand aus. Wir sollten auch den Heritage von der Spruch, das scheint, was wir hier verdanken, der Reichtum vom Vokabular, den DAX an den Vergiersgeroden aus, nicht wir sollen raushören, obwerte, probieren weiterzuentwickeln, für den Spruch, die wir haben, die wir verwalten, die wir geirrt haben, soll Führung gehen, auf den Niveau zu hirven, den sie ohne Zweifel auch kann erreichen, mit ein bisschen guten Willen. Für dich, du fängst genau am Herrn Karteisesinger froh, das ist ein ganz pertinent froh. Also nationalistisch, wenn ihr seht, Lützeburg als die erste Administrativspruch für Lützeburg. Wenn ihr da die Entwicklung von unserem Land guckt, da meine ich, da soll ihr sagen, ja, das ist nationalistisch. Weil Lützeburg war immer kapabel, zu all seinen Okkupationen, die wir hatten an unserer Geschichte, mit fremden Elementen gut eins zu gehen. Auch zur Zeit, wo nach kein Lützeburg Spruch geht. Wir haben zu Lützeburg war kapabel, eine spanische Herrschaft, eine österreichische, eine französische, eine holländische, eine belgische zu überdauern und noch daraus etwas zu lehren und gerade die Offenheit. Lützeburg hat als seiner Geschichte nie einen einzigen Spruch gehabt. Wir müssen durchaus zurück bei der Kälte gehen. Wie wir nach Kälte wären, hat man just kältisch. Aber von da an, da Trämer kommen, gibt in diesem Land nie einen einzigen Spruch. Und ich meine, das ist das, was den Attrait von unserem Land macht. Das ist als geografisch, strategische Position in Europa, mitten im Kontinent, wo die großen Ströme, Kulturströme, Völkerströme immer durchgegangen sind, waren wir kapabel, einen Staat zu gründen, den kapabel, wo an dem Troublewesen sich weiterzuentwickeln. Denn da sind wir in einer ganz anderen Situation wie als britische Freunde, die waren immer auf einer Insel. Wir wären all den Strömungen ausgesetzt, wir hatten nie einen einzigen Spruch. Das hat uns nach dem Zweiten Weltkrieg einen formidablen Atombruch am Europa, was entstanden ist, erstens dank Lützeburg überhaupt,
Europa konnte seine Einheit von der Lützeburger und dabei eine ganz große Rolle gespielt. Notamment der Robert Schumann, den zu Lützeburg geboren ist. Die ganze Kultur von Lützeburg, die so abgeschlossen ist, dass sie nicht ein einzig Spruch kennt. Das als Eisenatu. Und an der Hinsicht ging es so, dass das schon nationalistisch, wenn ihr seht, wir haben einen Nationalspruch, der das Lützeburg. Ich ging so, wir haben einen Nationalspruch, der das Lützeburg, mit dem mischt Eis ob zwei große Kultursprachen. Und dafür wäre es ganz schlecht, wenn ich eine Lützeburger Terminologie künstlich kreiere, für die Gesetze auf Lützeburg zu übersetzen, stelle ich auch nicht mehr vor, was das kostet. Bis vor es ja aber immer so, dass die zu Lützeburg nicht brauchen, zu übersetzen. An meiner Firma, wenn wir da Meetingen hatten, da haben wir gerade den Spruch geschwärzt, die Leute am besten gepasst hat. Entweder Lützeburg oder Deutsch oder Französisch oder Englisch. Das ist die Flexibilität für Lützeburg, das tut Lützeburg als eine Geschichte gelehrt. Am Zweiten Weltkrieg während der Okkupation haben wir erlebt, wie es ist, wenn das nicht ist, wenn ihr einen Engspruch hat. Und ich meine, darüber wollen wir auch nicht mehr zurückkommen. Wir wollen Lützeburg am Herz von Europa klein, mehr eng, eben weil kapabel ist, sich abzumachen für andere. Das ist für mich, auch in diesem Lützeburger Gedicht wird das ganz klar sieht, dass das, was den Dix dem Lenz geschrieben hat, guck, wo du stehst, wo du bist, den Zollver knapp als Quai Parnasse. Als ein Zollver knapp als nicht zu vergleichen mit Mont Blanc, aber als groß stärkt als, dass wir, weil wir klein sind wir flexibel, wir können Abfluss integrieren, wir können mehr wie ein Spruch. Das ist die Antwort. Lotzer von der Integrationsspruch, da ging ich in etwas ganz Wichtiges so, wir haben nicht nur einen Integrationsspruch. Ich gebe euch Beispiele. Ich kenne zum Beispiel eine Dame, die kommt aus Kroatien. Mit der Frau schwätze nicht Deutsch, weil an der Gegend Deutsch ziemlich bekannt ist. Die kommt hier hin, schwätzen Deutsch. Die Frau, die ist total an die Gesellschaft integriert, mit dem Lützeburgischen hat sie noch Probleme, da schwätze ich mit der guten Frau Deutsch. Ich habe eine Freundin, die sind Portugiesen, und das ist nicht für eine Sprachgenie. Die portugiesischen Handwerker, die sind manuell total begabt, aber sie sind keine Sprachgenien, und dass ich froh, wenn sie überhaupt Französisch können schwätzen, weil wir einigermaßen können verstehen. Die Leute lehren als Spruch nie, sondern ich ganz ehrlich, mir ohne die Leute kriegen wir aber nicht all die Gebäude gebaut, die hier überall entstehen. Und mit der portugiesischen Freund gelebt mir es als Französisch immens wichtig. Und wie die portugiesische Zeitung, die heute zu Lützeburg erscheint, wie die Herren haben da eine Petition als für Lützeburg zu administrativer Spruch zu machen, und die sich direkt vorgestellt, was geschieht mit den Portugiesen, die nach Lützeburg kennen, die recht für kurzem angewandert sind, die müssen ja aber auch können Gesetze und Reglementer verstehen. An der Spideler, das ist gut, dass das sortiert, lese ich immer Leserbriefe von Leuten, die mal lesen an der Spideler, weil effektiv das Personal größtenteils aus Grenzgänger besteht. Ich war letztes Wertelberg am Spidol, da waren mehr Deutsche, die Deutsch geschwätzt haben. Von den Lo an der Stadt ist, das mir nur bei der Belgier, bei Frankreich, da schwätzen sie mehr Französisch. Die Leute, die sind extrem wichtig. Sie versuchen auch als ältere Generation, also ohne sie hätte man nicht die gute Gesundheit, die wir haben. Deswegen müssen die Leute jedenfalls dankbar sein. Und da steuern dann Patienten sich drin, wenn die Französisch schwätzen. Ich kann das ehrlich gesagt nicht nur vollziehen, weil die Lützeburger, die da am Spidol leiden, Huyo, ausgenommen die Generation vom letzten Weltkrieg, die haben Französisch an der Schule gelehrt. Und da frage ich mich, was haben die Leute da gemacht, mit dem, was sie an der Schule gelehrt haben? Sie müssen sich auch können, einer muss mit den Firmen da verständigen. Ne? Weil ich kann nicht nämlich auch Gegenbeispiele nennen aus einer Lützeburger Klinik, wo in der Firma einem Saisonarbeiter Reproche gemacht hat, dass die nicht gegen Lützeburg schwätzen. Ne? Ein Italiener, den hinkommt, für Glassen zu verkaufen, und der hat den an der Klinik Reproche gemacht, wie was schwätzen die nicht Lützeburg mit mir. Ne? Das ist ein umgekehrtes Problem an der Klinik. Und ich meine ganz einfach, wir müssen zu Lützeburg die Kultur von Offenheit, auch für die Schwach von einer Spur angeht, beibehalten. Das ist da formidabel stark. Aber wenn ich auf Landere sind, da gibt es Leute, die ganz, an der Hinsicht ganz eng
denken, da soll ich mal immer mir werde ja nie gehen wie die Leute, die nicht mehr akzeptieren, dass sie an ihrer Mammespruch ausschwätzen. Also ich meine, das geht ja doch bald an lächerlich daran. Das einfach Lützeburg, wie der Robert Bruch erklärt wird, ist ganz einfach ein Spruch, der von Natur aus ob zwei Kultursprüche. Und wenn in den Spruch lovelt künstlich ausweiten, da den hier neue Vokabulär kreiert, mein Voraus kreiert, den da muss ich an Deutsch, lernen gehen an Französisch, an Englisch, da kennt du ein künstlich Spruch raus, wie weit als so ein künstlich Spruch zur Kommunikation geechen. Mit darüber heraus, da da zerstört den Anfang, die ganz stärkt vom Lützeburgischen. Das ist eben gerade ein Intimspur aus. Das ist gerade die Spur aus, an der wir als Gefühle am besten können ausdrücken. An irgendwelche Spur aus, die als forciert, für über als Grenzen rauszugucken, wenn wir sie klein. Und besonders als Großregion, Deutsch und Französisch sind Sprachen von unserer Großregion, schlussendlich als dadurch der früheren Duché von Lützeburg, und wir sollen nicht total brechen, damit das 1833 ein Teil von Lützeburg weggefallen ist. Also ich meine, wir müssen auch für als Geschichte die Provinz Lützeburg an der Belsch, die als auch Lützeburg, und das war löhnisch, wird damals geschwert gehen, das war auch ein Lützeburger Spruch. Ich meine, das soll den auch so ein.